Haut huet aus der Vakanz ugefangen. 2 Wochen, an denen viel Leute profitieren fir fort. De Christoph Hoscher huet sich gefrot, wo es dann hingeht. Wir sind am Check-in vom Flughafen um Findel. Beim Aufgehen von den Wallissen aus den ersten Schritt Richtung Vakanz gemacht. Viele Leute sind noch froh, dass im Sabbelischen an Driebsische wieder direkt für 1 oder 2 Wochen zu drehen. Für ein bisschen Ruhe zu haben, am Molenke können aufzuschalten. Und ja, spazieren gehen, relaxen. Ja, da hoffe ich mal doch. Meine Ruhe. Nee, es soll ja schön sein, für dort tröppeln zu gehen und Sachen gucken zu gehen. Mon beau-frère, il habite là. Nous allons le visiter. Über 100.000 Personen gehen über die Ostern von der Luxia auf ihre Vakanzendestinationen geflohen. Das Geschäft lief besser wie Zuart. Das sind 10% mehr wie 2022, allerdings 6% Männer nach immer wie 400 Pandemie bedingt, aber weil die Vakanzen ein bisschen mehr veranigt auf den fallen. Kanaren sind von Januar bis zum Sommer immer viel gefroht. Für die Schulvakanz geben aber auch Palma, Porto, Malaga, Nice und Faro ganz viel gebucht gehen. 63 verschiedene Destinationen stehen den Vakanzien für Ostern zu ausführen. Am Sommer klimmt es auf 92. Die weitsten Destinationen am Moment ist nach immer Dubai und Dakar. Diese Region 2 Jahre an das Programm geholt, in Dakar so Region 1 Jahr. Ja. Und die werden wir noch ausbauen, nächste Winter, wo wir 2 Wochen auf Dakar vielleicht Platz mal. Pauschalreise gäbe ganz gut funktionieren. Mehr Krempes hätte noch beim Business Travel. Wichtig wäre dann Zukunft von der Airlines investieren. Neuen Hangar, neue Flieger, neue Destinationen und es sind ganz froh, dass Lützburg aber immer bereit ist zu reisen und dass wir auch in einer größeren Region immer viel Success haben. Mit den neuen Flieger will Luxair in Zukunft dann noch mehr weit Destinationen auflegen. Auch Croisieren zählen nicht so. Bis zum Sommer wären schon ganz viele Kabinen auf den Schiffer gebucht. Am Frühjahr zieht es leider allerdings nicht an das Mittelmeer. Eine ganz beliebte Destination das Jahr, was man merken, dass alles, was in den Norden geht, ist norwegische Fjorde, ganz viele Croisieren, die hier gebucht gehen, wo morgen Depart mit Hurtigruten haben, die relativ schnell sold out war, wo man nach einem Depart noch geschossen haben, weil einfach der Demand immens groß ist. An Schiffer wären die letzten 2 Jahre viel investiert gehen, mit dem Ziel, sie mehr umweltfreundlich zu kreieren. Croisiers-Industrie hat wirklich während der Pandemie die Zeit genutzt, und auch an Sachen Nachhaltigkeit für wirklich zu agieren und nicht nur Greenwashing zu betreiben, aber wirklich carrément neue Initiativen zu setzen, wirklich mit neuen Elektromotoren zu schaffen, was hauptsächlich im Flussbereich der Fall ist, oder mit Flüssiggas, was im Heichseebereich, wo sie ganz viel mit Croisieristen schaffen. Und die Reservierungen von 2019 wären bei den Croisieren noch nicht gekommen. Unzufrieden als in der Wannet.